We gaan al zoveel gouden gehad. En nu wil we ons reden over het eerste hier van jou. Noemen als Helen Reimer. Zij is van de Elmer area. Zij is 25 jaar bevriend. Zij hebben 3 kinderen. En zij in ihre familie dan te vormen. En dat jet er zij schijn. En dingen wat er de schijnste gaan zijn lezen. En verwachts gaan. En du zal niet helpen. Helen Reimer. Good Marius. Dat freut mich so sehr, von der mit Ihnen hier zu sein. Weet je, Frues, wir haben all für Ihnen gebet. So schön ist, dass wir Frauen, dass ich wieder reden. Und ich habe ja gesagt, fang ich für Ihnen zu beten. Wenn wir können beten, ist Gott. Und ich will Ihnen hier von der treffen. Und so, ich bin so dankbar, dass ich hier von der mit uns ist. Und ich freue mich, dass ich kann mit Ihnen hier mitteilen. So, bevor wir anfangen, werden wir beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du hier von dir bist. Wir danken dir, dass du uns das Leben Wota geben. Wir beten, dass du warst, uns deine Schrift, help uns zu verstehen, help uns zu anzunehmen, help uns zu leben. Dankeschön für was du warst hier von dir und down. Amen. So, die haben jetzt Johannes Kapitel 4 gelesen. Und wenn wir an diese Geschichte denken, dort ganz erste, wann will sich das sein, will sich das studieren, wie mir das so interessant, das ist ein von den längsten Vertalen, was Jesus mit uns hat. So, wenn ihr in der Bibel checken, das ist ein von den längsten Vertalen. Das sind meine Vertalen, was Jesus hat mit verschiedenen Menschen, aber das ist ein von den längsten. Diese Geschichte, dort fängt in Samaria. In Samaria ist in Israel, und so dort ist zwischen Judäa ist zu den Süden und Galiläa wir zu Norden. Die Samariter, die deuten erbastet nicht durch, die Juden, die erbastet nicht durch Samaria gehen. Und wir wollen den kleinen bisschen mehr von vertalen, Luther nach, warum wollen die nicht durch Samaria gehen? Und warum glaubten sie, dass diese Samariter wären anrein? Hier in dieser Geschichte, wo dort anfängt, Jesus wir beim Jordan Rifa. Wenn die beim Jordan Rifa wären, dann wäre ganz leicht, sie brauchten den Bus durchgehen und dann brauchten sie nicht nur Samaria gehen. Aber Jesus hat einen anderen Plan. Er hat einen Plan, durch Samaria zu gehen. Sicher, wo diese Geschichte stattfindet, dort ein kleines, ich weiß nicht, ich würde sagen, eine kleine Stadt in Shechem. Und die Geschichte erzählt auch von, wo Jakob hat Land gehabt in dieser Stadt. So, Shechem war so wie 30 Meilen Norden von Jerusalem. Und hier hat Jakob sich einen Baum gekauft. Nicht einen Baum gekauft. Hier hat er einen Baum. Und dieser Baum war so vielleicht wie eine halbe Meile auf von dieser kleinen Stadt. Jesus war Meid. Und er ging mit seinen Jüngern hier durch Samaria. Und er kam hier nur diesen Baum. Wenn wir denken, Jesus wie Meid, wir denken einmal so, oh, wo kann Jesus Meid sein? Aber Jesus wie auch Mensch, Jesus wie Mann, und er wird auch Meid, so stehen ich da. Und er sah sich hier durch bei diesem Baum. Willst diese samaritische Frau nur den Baum schauen? Die samaritische Frau, die hat nicht einen Namen. So, wenn ich von dir vertelle, dass es bis die samaritische Frau wäre, in der Bibel hat uns nicht einen Namen gegeben von dieser Frau. Diese Frau kam nun Baum, und dort wir so bei der ersten Stunde, wo das so bei Marachram. Sie kam Wota zu holen.
Und dort sei kein Wota holen, sagt ans Frues, sie wir vielleicht nicht sehr reck. Wenn sie wird sehr reck gewesen sein, dann wird sie vielleicht Herrn Deiner geschickt, Wota zu holen. Aber nu kam sie selbst. Und sie kam ab Marach, gewöhnlich kam der Frues nicht ab Marach, Wota holen. Gewöhnlich kam der Tidig Samarias oder Lutas Uwes, wenn das nicht so heut wäre. Und vielleicht kam sie auch taub und sie können taub spazieren, taub gehen und ging dort schein. Aber diese samaritische Frau, die kam ganz allein. Sie will allein sein. Und warum will sie allein sein? Wir wollen doch noch mehr davon vertellen. Und vielleicht hat sie sich sehr geschämt für das Leben, was sie hat. In Johannes 4, Vers 4, aber sagt dort, dass Jesus muss durch Samaria gehen. Mir wird dort sehr abfallen, dass wir nicht auf fleischwillig durchgehen. No, das sagt, Jesus muss. Hier bei diesem Baum fragt Jesus diese samaritische Frau nun ein Trinkwasser. Ein Jude würde nicht mit Samariter vertellen. Und er würde auch nicht diese Krücken oder die Kuffel nehmen, was die Samariter hatten. Wenn die Juden aus diese Kuffel trinken, dann würde ich glauben, er wäre sehr an der Rhein. Die Samariter wären an der Rhein. So warum würde er der Kuffel, der würde trinken? Du wir lang, die Juden und die Samariter, die haben sich lang sehr überstanden. Die wären nicht Freund. Zu dieser Zeit, Männer würden auch nicht mit einer Frau vertellen, wenn dort Büter in Haus wäre. So, besonders, wenn dort nicht ihre eine Frau wäre. Wenn dort ihre eine Frau wäre, vielleicht würden sie dann Büter ins vertellen, aber nicht mit einer Frau, was sie nicht kann deuten. Und Jesus deut hier oben. Jesus sagt sich hier kriegt, wenn er wisst, diese Frau wird kommen. Und er will hier bei dieser Frau sein. Er wisst, kriegt, was diese Frau wird fehlen. Diese samaritische Frau, die kam nicht, Jesus zu sehen. Sie deut bloß dort, was sie gewöhnlich deut. So kriegt sie es wie haben, vielleicht merkt wir Frühstück oder Mittag. Was immer wie haben, dort erst an der Arbeit. Und so sei deut auch. Sie kam Wota zu schaffen. Sie kam nicht, Gott zu sehen. Und warum deut sie Gott vielleicht nicht sehen können, vielleicht weil sie sich sehr schlecht, wenn dort leben, was sie hat, mit denen, was sie taub leben deut. Und sie hat sich auch 5-mal befreit. Und vielleicht erst so du wen, da wird sie nicht auf Jesus gesagt. Ich bin aber so dankbar, dass Gott kriegt nur unser Hort. In 1. Samuel 16, Vers 7 sagt dort, der Herr rächt nicht so aus den Menschen det. Ein Mensch sitzt, wo einem von Büten lädt, aber der Herr kriegt nur das Hort. Jesus wisst kriegt, wo diese Frau Hort sagt. Jesus wisst kriegt, wo sie wir, wo bannen sie wir, und er traf kriegt durch. Jesus will uns hier von der treffen. Er sieht uns. Er sieht uns krieg, wo wir bannen sind. Er sieht krieg, was wir getan haben oder was uns getan ist. Er ist hier, uns zu treffen. Er kennt uns. Jesus sagt, dass wir sollen all die, was schwer beluden sind, soll nur ankommen. Und er wird uns Frieden geben. Er wird uns geben, dass wir uns verreven. Einmal glaube ich, ich kann nicht nur Jesus kommen. Ich muss erst alles recht merken, was ich jemals getan habe. So, ich muss erst all die Sinn, was ich habe, ich muss erst alle bekennen. Oder was immer ich mit kämpfen, da die sind, ich muss erst überkommen, bevor ich nur Jesus kann kommen. Diese Früh, die kam nur Jesus, so ist sie wir. Meine Papa, ich war so bis 7 Jahre alt, dann fing er an, Säure zu trinken. Und das fing wie sehr schwer. Da waren viele Zeiten, da er so Säure trinken, was wir wussten meist nicht, was wir sollen tun.
Und Fergen will er abhören, so Fergen dort er nur Rehab, und dann probt er abzuhören. Aber wenn, und statt sie wieder, dann fängt er weiter an zu trinken. Er kann bloß nicht abhören. Und ein Tag, wir waren alle nach Kanada getragen, und meine Mama sagt, wir dürfen nicht meine Hand zurücktragen. So, wir waren nach Kanada getragen. Und ein so ist, wie meine Papa ganz besuchen, sah er. Und das Bild ist noch so klar für mich. Er sollte beim Dach, und er rohrt, und er bet mit alles, was er kann, dass Gott am wird halten. Meine Mama, die sagt dort, und die sagt auch zu uns alle, weil wir auch alle beten. Ich weiß, mein Bruder, der ging einfach, ich ging rüt, und wir deuten alle beten, wir rohren nur Gott, so sehr es wir können, dass er würde meine Papa halten. Und weißt du was? Er died. Die nächsten Samaris, willst wir abstanden, willst meine Papa abstand, darum kann ich mehr. Gott died ein großes Wunder. Und Gott fängt an, krank, wo er wir, krank in seine Sinn, wo er wir. In Lukas 5, Vers 31 bis 32 sagt, Jesus antwortet und sagt, die Gesunde brücken den Doktor nicht. Die brücken bloß die Kranke. Ich sie gekommen, die Sünder anzuspornen, umzukehren und nicht die Gerechte. Jesus ist gekommen für die Kranke, für die Sünder, für die und für mich. Zu dieser Bibeltit hier, Männer, die würden nicht mit Frues vertrauen. Und sie dachten auch, Männer dachten so, Frues wären viel leer, als Männer wären. So, sie deuten endlich in ihr Rechten, die Frues hatten nicht so viel Recht, als die Männer hatten. In dieser Geschichte wird vertalt von, diese Frau wir all 5-mal hineingegangen mit ihrem Mann. So, in Englisch würde wir sagen, 5-mal divorced. Zu der Bibeltit, die Frau kann nicht sagen, ich weich. Der Mann muss sagen, ich von der Frau weich. So, kann ich ein klein bisschen feststellen, wo diese Frau, was sich gefällt hat, vielleicht gefällt hat, die Männer gleichen mir nicht. Keiner läuft mir. Frues waren Ferien ausgeschlossen und die waren nicht angenommen. Denk wie einmal so? Weil wie uns einmal auch so ist mit uns meint es nicht. Vielleicht auch einmal, dass Männer sind viel wichtiger ist wie früher sein. Jesus aber sagt, dass wir sind alle gleich. Ist wie ein Mann sein oder ist wie ein Frau sein, kriegen dort. Wir sind alle gleich bei ihm. Und er freut sich über uns. In Zephaniah 3, Vers 17 sagt er, willst der Herr jün Gott es bejünt. Er ist stark und er kann raten. Er wird sich über jün freuen. In seinem Leib wird er jün vergeben und er wird sich lüd zu jün freuen. In Englisch sagt er, er wird über jün singen. So ist jün früh sein oder ein Mann, kraken down. Jesus singt eberjünd. Jesus freut sich eberjünd. Wir weiten hier in dieser Geschichte, dass Jesus sagt die Früh. Und da sind viele Geschichten in der Bibel, in dem Neuen Testament, wo wir lesen, wo Jesus Frues segnet. Wir fangen in Lukas Kapitel 8 von 1 bis 3. Hier sind 3 Frues, wo Jesus seine Jünger werden. Entweder Maria von Magdalena, Johanna und Susanna, diese wären Jesus seine Jünger. Martha und Maria, die sollten bei Jesus seine Feit. Das ist die Geschichte, wo Jesus ihr Bruder Lazarus von dort abgewagt hat. In Johannes 8 von 1 bis 8, du hast Jesus mit dieser Ehebrecherin hat. Jesus, wir kamen durch, wo diese Ehebrecherin war. Die Menschen, die wollen diese Früh steinigen. Und Jesus sagte ihnen, die von jenen, wer unsünde ist, die können den ersten Stein schmieden.
En weet je, Beijing in de alle weg, China, dort ein Stein schmieden, während sie wären nicht in uns sind. Und so sind da viele Geschichten in das Neue Testament, wo Gott sich diese Frues segnet. I should have brought my water with me. So wir weiten ans Feld Wota. Jesus läuft die. Er segnet sich die. Und er will mich brauchen. Was immer dort ist. Vielleicht will er haben, dass wir sollen unsere Kinder abtragen für ihn. Vielleicht will er haben, wie weiten von verschiedenen Menschen, die allein sind. Vielleicht haben wir eine Multitude bringen. Vielleicht soll wir die, die eine Bibelstunde lehren. Oder vielleicht soll wir die, die Jesus raubt, in Lehre zu sein. Wenn wir uns Hand geben und am gehorchen, dann wird er uns brauchen. Wils ich jünger wie, wo ich niemals gedacht habe, dass ich würde zu einer Stufe voll Frues vertellen. Und weet je, jedes Mal, ich habe ein bisschen Angst. Und meine Knie, die schädern ein bisschen. Aber ich weiß und ich vertraue Gott, dass er wird mir die Wehre geben. Gott sagt die, er will die brauchen, krieg du, wo du bist. Und vielleicht, was fragt Gott? Was fragt Jesus, was du sollst tun? Und vielleicht hast du Angst von dir. Die Juden, die würden weit rumgehen, rum Samaria. Und sie würden nicht durch Samaria gehen. Sie wollen nicht mit diesen Samariter vertellen. Wem gehst du uit den Stich? Wem gehe ich uit den Stich? Vielleicht denken wir so, oh, mit der Person will ich nichts zu tun haben. Die fährt nur der andere Quack. Oder die Person, die lässt ein bisschen anders sagen. Das ist eine andere Klier sagen. Mit der will ich nichts zu tun haben. Oder vielleicht ist du doch, die Person hat mich gesagt, was ihr tun. Ich will dir nicht mehr sein. Und wir haben eine schwere Zeit zu vergeben. Und vielleicht hast du doch, wenn wir in der Quack sind, oder wenn wir im Stür sind, und auf einmal sei wir diese Person, und wir gehen die weit uit den Stich. Gott ist der Kleinen und Wort von der Klier wie sind. Er läuft uns alle. In Kolosser 1, Vers 16. Ich weiß nicht, wo meine Stimme ist, so sorry about that. Dort sagt, Gott hat uns alle gemerkt. Jede Person, dort ist alle durch ihn gemerkt und für ihn. Jede Person, Gott hat er gemerkt. Und wir weiten so gut den Bibelvers in Johannes 3, Vers 16, dort sagt, Gott seine Liebe für die Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht wollen verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Jesus läuft die, er läuft mich. Und er weiß, was uns ganz tiefstes Verlangen ist. Die samaritische Frau, die sagt nur eins Wort. Sie sagt nur Leib. Und sie konnte das Leib nicht finden. Sie hat al 5 Männer gehabt. Sie sagt nur Leib, was die Welt soll geben. Jesus ist der, was uns will fallen mit seinem Leib. Und vielleicht will er uns dort geben, was uns so sehr fehlt. Vielleicht haben wir ein Verlangen, nur Fried. Das Verlangen will er fallen für uns. Wenn wir abhören,
nur andere Menschen zu kicken und sein, dass sie sollen uns fällen. Vielleicht ist dort auch ganz morgen, oder vielleicht sind dort unsere Freunde. Wir kicken nur da und wir sagen, vielleicht wollen die mich fällen. Nur diesen deuten Hunger, was ich habe. Leib bracht Jesus nur diesen Baum. Leib bracht Jesus nur Kreuz. Gott seine Leib, der hat kein Eng. Der ist für immer. Und Gott seine Leib ist du für die und für mich. In 1. Mose, Kapitel 10, da finden wir noch eine Geschichte von einer Frau, und nahm wir Hagar. Abraham und Sarah, die hatten keine Kinder. Und ging Gott aber so seine Kinder zu haben. Gott hat ihnen versprochen, dass sie von Kinder haben. So Sarah sagt, was wenn du warst gehen mit deiner Hagar in Kind haben? Abraham befriedet sich mit dir und bald, wo sollen sie auch Kinder haben? Wills Hagar ich soll ein Kind haben, die Sarah als sei missbrauchen. Hagar gleicht das nicht und sie dachte, warum soll ich bleiben? Ich will bloß wegrennen. Einmal will wie wegrennen, wenn das sehr schwer ist. Und so sie dachte ich will bloß wegrennen. Sie rennt in die Wüste hinein. Und will sie in die Wüste hinein rennt, traf der Herr sein Engel an. Und der Herr, sein Engel, sagte an Hagar, ich will haben, du sollst zurückgehen zu Sarah. Und du sollst ihr gehorchen, du sollst ihr dienen. Du sollst tun, was sie sagt. Und das ist ein von meinen Lieblingsversen. In Vers 13 sagt dort, der Herr, der du siehst. Der Herr sagt, Hagar, der Herr sieht mich, der Herr sieht dich. Der Herr trifft mich, er trifft die von dir. Er sieht, was wir durchgehen. Er sieht, es wir durchgehen. Vielleicht in uns befriedet leben. Vielleicht würden wir uns hier befrieden und wir können nicht. Vielleicht ist das mit unserer Gesundheit. Oder vielleicht ist das so schwer, unsere Schuld zu betonen. Was immer das ist, du bist nicht allein. Gott sieht dich und er will dich hier von dir treffen.